Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Theiss. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich. Und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein grosses Gebet und ein Anliegen als Kirche für dich, dass du durch diese Message Gott besser kennenlernen darfst. Das Thema heute ist Jesus, dein Leben. Ja, als ich das so gelesen habe, das erste, was mir in den Sinn kam, ist ein Bibelvers, nämlich der Johannes 10,10, wo Jesus sagt, hey, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in der ganzen Fülle habt. Wer wünscht sich nicht das Leben in der Fülle? Ich glaube, das will doch jeder. Die Frage ist, was stellst du dir darunter vor? Und was hat Jesus gemeint darunter? Stellst du dir das Leben vor, so in der Freiheit, Unabhängigkeit, auch finanzieller Wohlstand? Vielleicht die noch jünger sind, der Traumpartner, der jetzt nächstens auftauchen sollte, die vielleicht ein bisschen älter sind, die intakte Familie, die perfekt folgsamen Kinder oder später Kinder, wenn wir noch zu dir kommen, die Enkelkinder, die sich freuen, dich zu sehen. Oder einfach wirklich gute Freunde, wo du durch dick und dünn mit ihnen kannst gehen. Oder ist es eher vielleicht so Schönheit, was es für dich ausmacht, die Stärke. Wenn du vielleicht ein bisschen älter bist, bist du zufrieden, wenn du einfach gesund bist. Gesundheit, Vitalität, das können alles Sachen sein, die wir schätzen am Leben in der Fülle. Aber kann das alles sein? Das sind alles Sachen, die irgendwo von unseren Umständen auch abhängig sind. Und wenn Jesus sagt, ich komme, um uns das Leben in der Fülle zu geben, dann muss das etwas sein, das über das darüber hinausgeht, als was einfach von unseren Umständen abhängig ist. Weil das ist irgendwie so zerbrechlich. Und da, wo Jesus etwas gibt, da hat das Substanz, da ist das nicht zerbrechlich und da hebt das, egal was passiert in dieser Welt. Wir sind in unserer Serie über den Kolosserbrief. Wir werden heute das 2. Kapitel schauen und wir starten gerade mit den Versen 6 und 7. Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen werdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Weißt du noch, wieso du das allererste Mal Jesus in dein Leben aufgenommen hast? Die Motive mögen ganz unterschiedlich sein, aber irgendwo haben wir etwas geschmeckt von dem Leben, das es ruft, wenn wir uns ganz Jesus anvertrauen. Aber offensichtlich, wie es da heisst, wir können uns auch von dem, was wir ursprünglich erlebt haben, wir können uns von dem entfernen. Und ich möchte es uns heute mega lieb machen, dass wirklich echte Lebensqualität, die kommt nur durch eine immer tiefer werdende Beziehung zu Jesus. Echte Lebensqualität kommt nur durch eine immer tiefer werdende Beziehung zu Jesus. Denn Jesus, er ist das Leben. Und Gottes Hauptanliegen ist, dass wir Jesus kennen und darin auch Leben finden. Wir werden gerade noch die Verse lesen, die vorne stehen, Kolosser 2, 1-5. Ihr sollt wissen, das sagt der Apostel Paulus, wie sehr ich um euch und um die Gemeinde in Laodicea sowie um viele andere Freunde, die mich nie persönlich kennengelernt haben, gekämpft habe. Denn ich möchte, dass sie ermutigt werden und in Liebe miteinander verbunden sind. Ich will, dass sie absolutes Vertrauen haben, weil sie das Geheimnis Gottes, das ist Christus, in seiner ganzen Größe erkennen und verstehen. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage euch das, damit euch niemand mit falschen Argumenten täuschen kann. Denn obwohl ich euch fern bin, bin ich in Gedanken doch bei euch. Und ich freue mich, weil ihr so ordentlich lebt und weil ihr so fest an Christus glaubt.
Es geht nicht darum, irgendwie Fakten über Jesus zu sammeln oder ihn vom Hören sagen zu kennen, sondern der Paulus bringt das sehr gut auf den Punkt. Es geht darum, dass wir in ein absolutes Vertrauensverhältnis zu Jesus kommen können. Das heisst eigentlich, das Geheimnis Gottes, und das Geheimnis Gottes, das ist eben Jesus. Und noch genauer, wie wir es im Kolosser 1,27 lesen können, es ist Jesus in uns. Gott ist für uns Menschen eigentlich schwer fassbar. Wir können ihn mit unserem Verstand nur bedingt irgendwie checken und erfassen. Und darum ist es so ein riesiges Geschenk, dass Gott das Geheimnis um sich gelüftet hat, so wie er das können, in Jesus, der auf die Welt gekommen ist. Und dann, das ist immer schon auch mindblowing, er lüftet sein Geheimnis um sich, Jesus kommt auf die Welt und dann kommt Jesus auch noch in unser Leben hinein. Begeistert dich das? Mich begeistert es, wenn ich darüber nachdenke, das kann uns nicht kalt lassen. Und dann heisst es da, dass in Jesus sind alle Schätze von der Weisheit und von der Erkenntnis zu finden. Ja, es ist schon viel Intelligenz geschrieben worden. Es gibt viele intelligente Menschen auf der Welt. Aber wahre und göttliche Weisheit und Erkenntnis gründet immer in einer Person, in Jesus. Gott, der das Leben geschaffen hat und der das Leben mit Jesus so exemplarisch gezeigt hat, wie soll man das Leben sonst irgendwo suchen, wenn nicht beim Original, bei Jesus? Ich habe mir den Vers, dass alle Schätze von der Weisheit und von der Erkenntnis in Jesus zu finden sind, habe ich mir mal so aufs iPad hinten drauf gravieren lassen. Einfach als ein mega cooler Reminder, hey, was immer ich da sonst auch noch alles googlen und lesen, alles gute Sachen, hey, schlussendlich die wahre Weisheit und Erkenntnis ist in Jesus zu finden. Ich habe natürlich auch die Bibel-App auf dem iPad. Dann warnt uns da nämlich der Paulus davor, dass wir auch falschen Argumenten folgen können. Jetzt wäre es ja easy, wenn die falschen Argumente so daherkommen. So, Achtung, ich bin jetzt ein falsches Argument. Das ist ja genau nicht der Fall. Und wenn man eigentlich da in den Text hineinschaut, wäre eigentlich eine passendere Übersetzung fast noch, es ist eine überzeugende Rede. Also irgendetwas, was für uns sehr überzeugend klingt, kann uns doch auf die falsche Fährte führen. Was könnte so ein Argument sein? Ich habe zum Beispiel daran gedacht, so, du lebst nur einmal. Das ist so ein Spruch. Das stimmt ja schon. Wir leben alle nur einmal. Und dann stehen wir vor Gott. Aber wenn das so eine Lebensmaxime ist, hey, ich muss darum schauen, dass ich kein Vergnügen verpasse und alles. Eben, es hat etwas Wahres drin, aber es ist sicher irgendwo nicht die komplette Wahrheit. Oder hey, du bist für dein Glück selber verantwortlich. Ja, schon auch. Du hast selber Verantwortung für dein Leben, aber nicht nur. Also es gibt viele so Weisheiten, die sind nicht irgendwie komplett falsch, aber sie sind auch nicht komplett richtig. Und darum ist es so wichtig, zum Aufpassen, auf was für Aussagen wir schlussendlich unser Leben auch bauen. Es können auch sehr fromme Sachen sein. Es gibt zum Beispiel Leute, die tun alles, hey, Erweckung und Hauptsache Wunder. Hey, wir müssen einfach mehr Wunder sehen. Das ist zum Beispiel alles etwas Gutes. Aber es ist nicht alles. Christsein besteht nicht nur aus Wunder den ganzen Tag. Oder auch, hey, wir müssen einfach Gnade haben. Gnade, Freiheit in Jesus. Ja, hey, das ist super. Ich bin auch voll überzeugt, wir können Gnade nicht genug schätzen, wir können es nicht überschätzen, was Gnade alles beinhaltet. Aber wegen dem ist zum Beispiel das Alte Testament nicht einfach irrelevant. Es hat uns immer noch ganz viel zu sagen, dass wir überhaupt Gnade erfassen können. Ja, wie können wir das absolute Vertrauen, wie können wir in dem wachsen, dass wirklich Jesus die Verwurzelung ist in unserem Leben? Wir finden das Leben nur durch Jesus. Und jetzt aber Achtung, die Schlüssel, die ich euch zeigen werde, die sind
nicht so intuitiv. Also das heisst, sie sind nicht Schlüssel, wo wir mit unserer menschlichen Weisheit einfach draufkommen würden. Man könnte sagen, sie sind kontraintuitiv. Ich habe da etwas mitgebracht, um das zu illustrieren. Vielleicht gibt es ja die einen oder anderen von euch auch noch gerne asiatisch essen. Wenn man zum Asiat geht im Restaurant, das können wir jetzt auch nicht machen im Moment, dann hat es irgendwie so Chili drauf, 1, 2, 3. Und wenn du die vielleicht kochst und dann beim ersten Bissen merkst, oh Mist, das ist jetzt viel zu scharf geraten, was ist denn deine intuitive Reaktion? Das Feuer muss man löschen. Und zum Löschen nimmt man Wasser oder vielleicht auch mal ein Bier. Bevor wir jetzt an Matthias das Mail machen, das ist ein alkoholfreies Bier. Wir haben da kein Alkohol in der Kirche. Also, Feuer muss man löschen. Aber wir wissen, oder, das hilft bei dieser Schärfe nicht. Obwohl es das ist, wo uns am nächsten wäre, wo nageliegend ist, hey, jetzt muss ich etwas trinken. Was hilft? Ist irgendetwas wie Milch oder Joghurt. Und ich muss sagen, ich trinke wirklich nie Milch. Also es ist für mich überhaupt nicht intuitiv, zum einem Glas Milch zu greifen. Aber genau das musst du machen. Du hast vielleicht das feine asiatische Essen und nachher trinkst du irgendwie eine Milch dazu. Aber genau so sind die 3 Schlüssel, die ich uns heute aus dem Wort Gottes möchte präsentieren. Es ist nicht das, was wir machen würden, um den Weg zum Leben zu finden. Aber es sind eben die Schlüssel, wo der Weg zum Leben versteckt drin liegt. Das Erste ist, wir sollen in Liebe verbunden sein. Also aus dem Text klar hervorgeht, wir können das Leben nicht alleine finden. Christsein ist keine Einzeldisziplin. Wir lesen nochmal den Kolosser 2,2. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. Es gibt da drin eine Verknüpfung. Also, wir sollen das Vertrauen in Jesus, oder wir sollen miteinander in Liebe verbunden sein. Aus dem heraus können wir dann in das Vertrauen, in die umfassende Erkenntnis reinkommen. Jetzt in Liebe zusammenhalten, das klingt ja sehr schön. Ich meine, wer hat nicht schon etwas immer gegen Liebe, gegen wir haben es schön miteinander. Das griechische Wort ist eigentlich noch stärker, was dahinter liegt. Es heisst so, zu einer Einheit zusammenbringen. Ein unzertrennliches Miteinander. Das Wort Symbibazo finden wir zum Beispiel auch im Epheser 4,16. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Da drin ist das versteckt. Und jeder Teil füllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Es gibt Jesus nicht ohne sein Lieb. Auch nicht das Leben in der Fülle mit Jesus gibt es nicht ohne sein Lieb. Und wer ist sein Lieb? All die zu ihm gehören, die seine Kinder sind und wir sind Geschwisterte. Ich meine, da, wo uns Menschen sehr sympathisch sind, fällt es uns auch nicht so schwer, zu sagen, okay, wir sind in Liebe miteinander verbunden. Aber in dem ganzen Liebe gibt es vielleicht auch die einen oder anderen Leute, die du noch gerne im Lockdown siehst. Oder eben nicht siehst, dass sie im Lockdown sind. Und genau darin liegt aber der Schlüssel, dass man auch mit den Menschen, wo die Liebe nicht auf Sympathie beruht, dass wir mit denen die Einheit suchen und finden, weil die nämlich nur Jesus kann geben kann. Ich habe das in der Kleingruppe so cool erlebt. Wir sind da wirklich so eine wild zusammengewürfelte Gruppe gewesen, vor ein paar Jahren. Und ich muss sagen, rein einfach auf Sympathie wäre ich mit einigen von denen nicht einfach Freund geworden. Aber wir haben so viel miteinander durchlebt und haben da wirklich die Gemeinschaft so stark erlebt, dass wirklich
eine Liebe entstanden ist untereinander, die so viel schöner ist, als wenn es nur auf Sympathie beruht. Ich habe gerade letztens ein gutes Buch gelesen, ein weltliches Buch über persönliche Finanzen. Und hey, es ist überhaupt nichts Schlechtes, wenn man auch weltliche Literatur mal liest. Das Problem ist, man kann natürlich auch von Prinzipien, es hat wirklich gute Prinzipien in dem Buch, die können einem ja in den Gedanken auch gefangen nehmen. Und es können Sachen sich einschleichen, die so überzeugende Argumente sind, die aber uns vielleicht irgendwo auch wegführen von Jesus. Wenn ich das einfach ganz alleine für mich in meinen Gedanken verarbeite, ist die Gefahr einfach viel grösser, dass ich irgendwo auf einen Holzweg gelange. Sobald ich schaffe, auch das eben in dieser Liebe, wenn ich mit anderen verbunden bin, über das zum Beispiel austauschen und zu reden. Das habe ich jetzt zum Beispiel gerade über das Buch letztens gemacht, beim Joggen mit einem guten Freund, haben wir über das geredet. Und hey, es war so bereichernd gewesen und hat mich in gewisse Sachen auch wieder ein bisschen einmitten, dass ich nicht irgendwo an falschen Prinzipien zu viel Gewicht gebe. Es ist so cool, wenn wir in dieser Liebe so verbunden sein können, dass wir wirklich so das Leben teilen können. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, auch jetzt gerade in dieser Zeit hinein. Ich meine, wir sind wirklich eingeschränkt, wir sind auch eingeschränkt, weil wir Kleingruppen leben im Moment. Aber ich möchte uns alle wirklich ermahnen, dass wir uns nicht irgendwie zu fest zurückziehen und irgendwo in die Einsamkeit gehen. Das ist auch mal etwas Gutes, wenn man mal Zeit hat für sich und nur für Gott. Aber schau auch, dass du irgendwo gesund bleibst im Kopf und dass die Sachen, die du bewegst, dass die auch mit anderen teilen kannst, mit anderen beten kannst. Wenn es nur ein Telefon ist, wenn es nur über WhatsApp ist, wenn es eine Kleingruppe ist über Zoom, hey, such die Gemeinschaft weiter. Und jetzt wirklich irgendwo ein bisschen in der Isolation gelandet bist, hey, nutze gerade die Chance vom nächsten Kleingruppensemester, das dann Anfang März kommt, um wirklich unter die Leute zu kommen. Auch in dieser Zeit kann man noch neue Freunde finden. Wir brauchen das wirklich. Ja, Gott möchte, dass wir so auch Jesus immer besser kennenlernen, indem wir die Liebe miteinander erleben. Und gerade wenn es darum geht, dass es eben nicht Leute sind, die uns vielleicht mega sympathisch sind, ist es wirklich so ein kontraintuitiver Schritt, um mit dem ihnen irgendwie einen Schlüssel zum Leben zu suchen. Aber genau dort ist er zu finden. Ein zweiter Schritt ist auch nicht mega intuitiv. Es ist Gehorsam. Wir haben in der Einstiegsbotschaft zu der Jesus-Serie vom Matthias gehört, dass wir mit Jesus ein Leben haben können, mit einem Töpf, der so wie PS in unser Leben auch hineinbringt. Und ich möchte uns da einfach ermutigen, dass wir Jesus nicht einfach nur auf dem Seitenwagen lassen, sondern dass er wirklich an Steuer darf, dass wir wirklich ihm folgen und nicht er irgendwie uns muss folgen. Im Kolosser 2, Vers 6 hat sie so klar geheißen, hey, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Jesus gehorsam sein, dann können wir unsere Wurzeln tief absenken. Wir sollen so gehorsam sein, wie wir ihn mal angenommen haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, an den Moment, wo du Jesus angenommen hast. Ich kann mich glücklicherweise noch erinnern, ich war irgendwie 5 oder 6 wieder mit meinem Papi runtergeknündelt und ich weiß nicht mehr genau, wieso ich Jesus in mein Leben aufnehmen wollte. Aber irgendwie wollte ich auf jeden Fall zu Jesus gehören. Und seitdem sind jetzt auch ein paar Jahre vergangen und da hat es immer wieder Tests gegeben, möchte ich wirklich zu Jesus gehören und bin ich auch parat, dass er mein Herr kann sein, dass ich ihm eben folge, im Gehorsam bin. Ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, wo das wie so für mich herausgefordert wurde. Als ich noch Single war, habe ich über einen Kollegen eine Frau kennengelernt, die hat Jesus nicht gekannt. Und wir haben Zeit mit ihr verbracht, wir wollten, dass sie Jesus kennenlernt. Ich konnte sie auch in den Gottesdienst einladen. Ich habe überhaupt kein anderes Motiv gehabt. Und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt könnte es um mehr gehen. Und dort bin ich wie herausgefordert gewesen, um nochmal ganz klar zu sagen, hey, nein, sie
will nicht Jesus so annehmen, wenn ich überzeugt bin, dass sie Jesus brauchen, dass wir irgendwo eine gemeinsame Grundlage hätten. Und es war ein bisschen wüst gewesen, aber wir haben irgendwo müssen Abstand nehmen wieder voneinander. Ich bereue es überhaupt nicht, weil ich bin in dem Moment Jesus gehorsam gewesen, auf dem Weg, wo er mir vorangeht. Und so Sachen werden immer wieder auf uns zukommen. Mal ist es etwas, das wir machen müssen, mal ist es etwas, das wir nicht machen sollen. Es wird uns manchmal etwas kosten. Hey, aber es lohnt sich. Wir finden in dem innen das Leben. Schlussendlich tun wir in dem innen eigentlich Jesus kopieren. Wir führen ihn uns so vor Augen. Wir setzen uns mit ihm auseinandersetzen, wie er ist, und wir wollen immer ähnlicher werden, wie er ist. Er kann sich so in uns kopieren. Und Gehorsam bedeutet für uns ja eigentlich weniger Freiheit. Ich kann meinen Willen nicht machen, ich mache den Willen von jemand anderem. Und in weniger Freiheit Leben finden gehen, ist für uns irgendwie nicht intuitiv. Und doch gibt es keine größere Freiheit als die wir in der Abhängigkeit zu Jesus finden können. Nach dem ersten Gottesdienst ist jemand auf mich zugekommen und gesagt hat, hey, genau durch das bin ich durchgegangen, etwa vor einem Jahr. Ich bin zwar schon lange gläubig, ich habe immer treu auch Gott gegeben, und plötzlich ist es für mich irgendwo so ins Strudeln gekommen. Ich habe irgendwie Mühe bekommen, um einfach Gott geben, um meinen Zehnten zu geben, und ich habe das mal angefangen auszusetzen. Und ich irgendwo mit Gott hat die Person gekommen und irgendwann hat dann Gott gesagt, hey, bist mir einfach gehorsam und die Freude wird wieder zurückkommen. Und genau das hat die Person auch erlebt. Er hat dann den Gehorsamschritt wieder tun und hat gemerkt, wie auch Freude wieder zurückkommt. Ich glaube, das ist so schön, was man im Gehorsam auch erleben können. Weil ich selber immer wieder erlebt habe, wenn ich auf einen Impuls reagiert habe, habe ich auch grosse Freude dafür erleben. Weil es ist Leben da drin, wenn man Gott folgt. Der letzte Schlüssel ist noch weniger intuitiv. Sterben. Kolosser 3, 3-4. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb. Euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Sterben ist ja das pure Gegenteil von Leben. Und wir reden hier davon, dass wir Leben finden können. Aber genau so ist es. Im Tod von Jesus ist schlussendlich unser Leben begründet. Und wenn wir bereit sind, nicht krampfhaft an unserem eigenen Leben festzuhalten, sondern unser Leben loszulassen, dann können wir das wahre Leben finden. Fällt dir das einfach? Mir nicht. Ich habe mein Leben auch lieb. Ich halte auch gerne fest an den Sachen, die ich habe. Aber hey, es ist so ein grosser Gewinn, wenn wir diese Sachen loslassen können. Ja, wir haben gesehen, Leben durch Jesus heisst, dass wir in Liebe verbunden sind. Auch mit den Leuten, die uns nicht nur sympathisch sind. Es heisst, dass wir gehorsam sind, dass wir das Leben von Jesus in unser Leben kopiert werden. Und es heisst, dass wir uns mit dem Tod von Jesus identifizieren und unser eigenes Leben nicht so fest heben, dass wir schlussendlich verlieren, sondern dass wir uns festheben können an dem Leben, das Jesus uns geben kann. Das sind für mich wirklich 3 Sachen, die nicht intuitiv sind. Das wäre intuitiv für mich, wenn es etwas zu löschen gibt. Aber wir sollen da zur Milch greifen. Hey, aber es lohnt sich so, wenn wir das Leben wirklich in Jesus suchen. Es gibt, man könnte sagen, Benefits aus dem Leben durch Jesus. Wir werden die Herrlichkeit mit ihm teilen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt.
Okay, einverstanden, es ist ein Benefit erst in der langen Frist. Aber hey, auf unsere ganze Existenz hin ist das die grösste Zeit, wo wir mal mit Jesus sein dürfen und wo wir seine ganze Herrlichkeit mit ihm teilen dürfen. Mich begeistert das immer wieder, wenn ich über das nachdenke. Es gibt aber auch Benefits jetzt für das Leben, wo wir jetzt drin sind. Etwas, was wir da gelesen haben im Text, es gibt Festigkeit. Und hey, eine Festigkeit im Glauben, das führt auch zu Lebensqualität, das führt zu einem Leben in der Fülle, weil wir werden automatisch weniger abhängig von Umständen. Weil wir können uns voll gründen in die Tatsachen, die Jesus über unser Leben sagt. Egal, was wir sehen, was wir hören, was wir erleben. Zum Beispiel, hey, Jesus ist für dich. Es kann scheinen, die ganze Welt ist gegen dich, aber Jesus, er ist für dich. Jesus ist auch immer bei dir. Er war auch immer bei dir gewesen, abgesehen davon. Egal, was du schon durchgemacht hast, und er wird immer bei dir sein. Jesus hat dir alles vergeben und er wird dir alles vergeben. Und Jesus, hey, er ist ein wunderbarer Versorger. Aber jetzt, wo so viel Schnee draussen liegt, Gott versorgt immer noch die Spatzen. Oder hey, all diese Schneeflöckchen sehen so einzigartig aus und er schaut auch, dass ihr alle so gut gekleidet könnt ankommen. Und wenn du vielleicht lang gehabt hast vor dem Spiegel heute. Ja, ihr daheim habt das easy gehabt, irgendwo im Homedress vor dem Fernsehen. Jesus, er hat dich wunderbar gemacht. Er hat dich auch besonders begabt. Und Jesus, hey, er möchte sogar mit dir Kirche bauen. Du darfst mitschaffen an einem Projekt, das uns alle wird überdauern, das in Ewigkeit wird Bestand haben. Wenn ich nur schon so ein paar Aussagen nehme, hey, mir macht das einfach dankbar. Geht euch das auch so? Das macht mich dankbar. Und das ist auch der dritte Punkt. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Ein Leben von Dankbarkeit, kann man sagen, ist auch ein Leben im Überfluss. Weil du hast die richtige Perspektive, um das Leben geniessen können. Und jetzt kannst du krampfhaft probieren, in jeder noch so mühsamen, schlechten Situation irgendwo das Gute zu finden. Und ja, das ist auch gut. Aber, wie es da geheißen hat, wir haben immer einen Grund zur wirklich überfließenden Dankbarkeit. Und der ist eben nicht gegründet in unseren Umständen, sondern der ist allein gegründet in Jesus. In dem, wer er ist, in dem, was er gemacht hat für uns, in dem, was er am Tun ist und in dem, was er noch tun wird. Und hey, wenn diese Dankbarkeit unser Leben erfüllen kann, wenn wir diese Festigkeit haben und wenn wir noch die Perspektive haben, dass wir die Herrlichkeit mal teilen mit Jesus, hey, haben wir da nicht das Leben in der Fülle? Jesus selber, er ist auch nicht alleine durchs Leben gegangen. Er hat seine engen Freunde an der Seite gehabt, die Jünger. Sie haben ihn begleitet bis fast zum Tod. Und Jesus war da gehorsam gewesen. Es hat ihn alles gekostet. Aber er ist auch in dem Gehorsam vorausgegangen. Damit wir Vergebung von unseren Sünden bekommen. Damit wir Leben finden können. Und er ist als Erster so gestorben. Jesus braucht jetzt keine Dankbarkeit und Festigkeit mehr, weil er ist schon voll in der Herrlichkeit. Und dort dürfen wir ihm eines Tages folgen. Und bis dort wollen wir die Nähe zu ihm suchen, dass sein Leben unser Leben kann sein. Ich möchte schließen einfach mit so einem kurzen Check. Das ein paar Fragen, die du einfach selber dir stellen kannst.
Füllt Jesus dein Leben wirklich aus? Füllt er es immer noch aus? Hat er es vielleicht mal, aber vielleicht nicht? Sind da irgendwo andere Sehnsüchte in deinem Herz, wo du vielleicht ganz neu solltest Jesus anlegen, dass er sich stillen kann? Lernst du auch immer wieder neue Facetten von Jesus kennen? Jesus ist der gleiche wie damals, als ich ihn in mein Leben eingeladen habe. Aber ich habe zum Glück bin nicht dort stehen geblieben, sondern ich habe Jesus immer besser kennenlernen, wieder auf andere Art und Weise kennenlernen. Und wenn das nicht mehr passiert, dann stehen wir in einer Gefahr, weil unsere Beziehung wird dann nicht tiefer zu ihm. Du kannst Jesus immer noch besser kennenlernen. Wenn wir jetzt so ins Gebet gehen, darfst du gerne auch auf den Heiligen Geist bitten. Gibt es vielleicht gerade in diesen 3 Schlüssel irgendetwas, wo ich ganz neu zu meinem Schlüssel auch machen muss? Auch wenn es gegen mein Naturell geht, wenn es gegen meinen Verstand geht, um das Leben darin zu finden. Wenn der Heilige Geist von dir redet, ich möchte dich mega ermutigen, nimm den Schlüssel und gang den Weg. Jesus, wir haben dir vielmals danken, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und dass du gekommen bist, damit wir das Leben in der Fülle finden können. Ja, die Welt sagt, hey, du musst selber für dein Glück schauen. Du musst schauen, dass du ein erfülltes Leben hast. Und wir dürfen wissen, wir haben einen, der ist noch viel mehr daran interessiert, dass wir das Leben in der Fülle finden dürfen. Und das bist du, Jesus. Aber alles in der Welt ruft so laut und möchte uns auf andere Pfade führen, als dort an, einfach das Leben in der immer tiefer werdenden Beziehung zu dir zu finden. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir heute gerade parat sein dürfen. Einfach auch gegen unseren Verstand, gegen unsere Intuition einen Schlüssel dafür in die Hand zu nehmen, wo du uns zeigst in deinem Wort, einen Schlüssel zum Leben durch dich. Danke, dass es dein Anliegen ist, dass wir dich immer besser kennenlernen dürfen. Und dass wir darin auch die ganze Fülle finden dürfen, nach der wir uns so sehnen. Danke, dass du uns auch vergisst, wo wir vielleicht falsche Wege gegangen sind, wo wir Abzweigungen genommen haben, weil wir irgendwo Sehnsüchte nachgegangen sind. Bitte hilf uns, zurückzukommen zu dir, dass du die Erfüllung sein von unserem Leben. Ja, dass wir vieles anderes, was du uns schenkst, geniessen dürfen. Aber wo du die letztendliche Erfüllung von unserem Herz wirklich kannst sein. Und ich möchte an dieser Stelle einfach auch einladen, wenn du dein Leben noch nie Jesus anvertraut hast. Wenn du noch nie Jesus gesagt hast, hey, ich möchte zu dir gehören. Ich möchte, dass du mein Herr wirst. Ich möchte dich für dein Kind heißen. Hey, du darfst in diesem Moment mit mir beten. Jesus, er klopft an deine Herzenstür. Sei das, ob du da im Haus bist oder ob du daheim bist, auch wenn du später irgendein Schluss ist. Hey, es kann jetzt dein Moment sein, wo du Jesus in dein Herz einlädst. Und wenn du das möchtest, du darfst einfach in diesem Moment mit mir beten. Jesus, ich habe heute realisiert, dass ich das wahre Leben bei dir finde. Und ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass du mir ein neues Leben schenkst, dass du mir ewiges Leben schenkst und dass du mir auch ein erfülltes Leben schenkst, schon in dieser Welt. Jesus, ich möchte dir folgen. Und es tut mir leid für die falschen Wege, die ich gegangen bin. Bitte vergib du mir. Mach du mich neu. Danke, dass du mich annimmst als dein Kind. Danke, dass ich in dir das Leben von der Fülle finden. Amen. Amen. Vielen Dank, bist du dabei gewesen.
Wir hoffen, dass die Message dazu beitragen durfte, dass du Jesus besser kennengelernt hast. Übrigens, wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du spürst, dass so Botschaften ein Segen sind für andere oder du uns möchtest unterstützen, dann bete doch für uns. Und du darfst gerne auch spenden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über SMS, über Twint oder natürlich auch über das gute alte Online-Banking. Vielen, vielen Dank für das, was du tust, damit wir den Dienst weiter tun zum Segen von vielen Menschen. Danke nochmal, du bist heute dabei gewesen. Gottes reicher Segen mit dir.